Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Im Tal unten zwischen hohen Bergen, mitten im Kanton Schwyz, liegt Mutital. 3500 Menschen leben hier. Es ist ein Dorf voll Gegensätze. Bei uns ist einfach wirklich kunterbunt. Im Kloster mit den 6 Nonnen geht es eher beschaulich zu und her. Für mich ist das Rausgehen, das Kloster zu verlassen, immer ein bisschen schwierig. Yeah! Auch die es lieber laut haben, sind hier verwurzelt. Also ich will selber nie von hier weg. Hawaii ist eigentlich schon mein grösster Traum, den ich hatte bis jetzt. Und sie sind weit herum bekannt. Ja, wetterfröst, sagen sie es ja. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf Mutital. Es ist Herbst. Am Ausgang vom Dorf liegt der Hof der Karretaupler, also der Familie Betscher. Der Jüngste, der Andi, ist 1,5-jährig. Der Alex wird bald 4. Heute ist sein erster Spielgruppentag. Durch den Sommer war der Alex mit den Eltern, Geissen und Schafen auf der Karretaub. Gleichaltrige hat es dort aber keine. Ja, er muss sich sicher wieder ein bisschen umstellen, dass er jetzt mit Kind spielt und vielleicht nicht mit dir. Dass man doch ein bisschen feiner mit umgeht, dass er ein See ist, halt mit den Viechern umgeht, ja. Und die Viecher sind immer grösser wieder er, oder? Nein, es hat vielleicht wieder umgeschossen, nein, der sich halt wehren, sonst ist er halt nur am Boden gelegen. Und durch das ist er vielleicht sicher ein bisschen ruhiger im Umgang, wieder als andere Kinder vielleicht sind, die nur mit Kindern spielen, ja. Tschüss! Hey, leben Sie, gell? Hä? Sag der Flyer nur Tschüss. Ja. Die Mami begleitet den Alex zur Waldspielgruppe. Weißt du schon, wenn ich heisse? Aber ich das dir sagen, ich bin Ruth. Hast du schon einen Haufen Kinder gesehen? Die sind überall verstreut. Es geht noch ein Adler gefunden. Ja, da Also gut. Wald, im schönen grünen Wald, habe ich ein Plätzchen, das mir gefällt. Ich liege dort im weichen Moos und schaue staunen bloß. Zum Graben? Zum Graben? Dann musst du aber da einfach da in die Kiste Ein erstes Gespänli kümmert sich um Alex. Es ist schon etwas anders als mit Geissen spielen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn er sich jetzt macht. Und die Kinder dann auch schön zu schauen, sie integrieren da Gott. Das ist natürlich auch schön. Au! Ist gut. Noch einen längeren Stecker. Schnell. Mo? Schnell heim. Ja. Und wenn du willst, komme ich mit der Andi mit. Wenn ich dich wieder komme, abholen. Ich komme auch. Nein, du kannst jetzt nicht mitkommen. Ja. Muss ich den Fly auch mitnehmen ins Auto? Dich abholen. Hä? Ist gut? So. Tschüss. Voll dumm. Hey. Er braucht mich gar nicht. Tschüss, hä? Mal abwarten, ob es so ohne Mama so gut geht. Nicht weit vor Waldspielgruppen weg ist der Franz Bühler am Mähen. Da muss das Wetter stimmen.
Ciao, Peter. Ciao, hallo. Er holt sich eine Prognose beim Wetterschmöcker, Peter Sutter. Jetzt kurzfristig aber schaut man schon in der Lust am Radio oder schaut man am Fernsehen. Sie sind aber mehr längerfristig, wären sie eigentlich mehr zuständig. Aber verlängern, nicht nur für 2 Tage oder 3. Und das ist ja Kunst, langfristig. Kurzfristig kann man jeder nicht mehr beurteilen, wie es etwa ist. Aber von einem halben Jahr aus, das ist eben die hohe Kunst. Für seine Kunst hat Peter seine eigenen Wetterstationen. Da habe ich jetzt drinnen ein bisschen abgehauen und schauen, ob der Baum nur im Saft ist oder ob der Saft schon alles zurück ist. Und da sagt man auch, wenn es ziemlich im Saft ist, dass es nicht so extra kalten Winter gibt. Der Peter Sutter ist mit 88 der älteste der 6 Mutitaler Wetterschmöcker. Mit allen Sinnesorganen ergründet er Geheimnis vom Wetter. Da hat die Mutter früher immer auf das geschaut. Wenn die Bäche schnell wenig Wasser hatten, nach einem Landregen oder so, dann haben wir nicht mähen. Er hat gesagt, ja, das regnet morgen wieder. Und auch das Rauschen, ein anderer Ton, so ein dumpfer Ton, ja, das ist ein Zeichen, dass Gewitter kommt. Während seine Kollegen häufig vor Witz sprudeln, ist er bekannt für seine Seriosität. Man hat es früher ernster genug wieder als heute meine Kollegen nennt. Sie tun eher so ein bisschen in Witz hin, ein bisschen Spass, ja, ein bisschen Humor muss auch dabei sein. 2-mal im Jahr wird der Beste von ihnen gekürt, an einem grossen Fest. Beim letzten Mal hat Peter fast gewonnen. Zuerst waren wir gleich, dann haben sie noch abgeändert. Haben sie mich da, ich weiss nicht genau, wo wir einen Punkt genommen haben. Aber ja, da habe ich nicht mehr gefragt, ist ja gleich. Aber im Moment denkt man alle doch, ja, das stimmt da nicht richtig. Aber nicht, dass man gerade vor das Bundesgericht geht. Vielleicht gewinnt er ja das Mal. Zurück bei der Waldspielgruppe. Der Alex hat sich schon an die Gleichaltrigen gewandt. Willst du gerade mal Alex bringen? Alex, schau jetzt dein Würstchen. Warum bitte? Essen tun wir gerade von Hand. Und sagen den Guten miteinander. Guten miteinander. Im schönen Mittag. Klar, wenn es zu essen gibt, vermisst man die Mami nicht. Hey, sind ihr fertig? Ja. Bist du sicher? Es ist kalt. Ein bisschen. Warte. Komm. Es war schön. Es war schön. Kann ich mehr so bisschen. Hast du nicht mehr so ein bisschen? Ja, es ist gut gegangen, denke ich, ja. Er ist schon mal schön geblieben. Ich habe kein Telefon bekommen, sie müssen vorher nicht aufkommen. Bin ich sehr zufrieden mit ihm, wenn er es gemacht hat. Gell? Gehen wir auch mit? Ja. Gehen wir erst schauen, dass wir da alles noch überall rumlaufen. Weiter vorne im Dorf. Im Restaurant Adler. Es gibt nur einen Rehschnitzelteller, 2 Hirschsteckteller und einen Rehpfefferteller. Ohne Rotkraut. Die 16-jährige Julia Jan ist gerade aus der Schule gekommen.
Gleich geht sie auf Hawaii Englisch lernen. Bis dann hilft sie im Familienbetrieb. So wie alle 3 Töchter von Jans. Es ist noch interessant, ein bisschen Druck zu haben, im Gegensatz zu der Schule. Es geht immerhin um einen guten Ruf. Als die Gäste zufrieden sind und das Essen zeitlich überkommen. Als man nichts vergisst. Die Mutter von Julia arbeitet zusammen mit der ältesten Tochter Laura im Service. Innerhalb von kurzer Zeit fliegen alle Töchter aus. Guten Abend. Es ist sicher ein Moment, wo man denkt, ja, muss jetzt das auch noch sein? Aber ich mag das der Julia gönnen, dass sie den Weg machen kann, dass sie auch geht und dass sie auch den Mumm hat, also ein halbes Jahr wegzugehen. Und ich hoffe, sie wird etwas lernen. Sie wird gesund wieder heimkommen. Ich denke so, wenn man Mami ist und dann geht einfach alles innerhalb von 1-2 Monaten, ist das sicher hart. Das glaube ich. Und ich bin jetzt noch das Letzte und das Jüngste, das geht. Ja, und das ist sicher auch eine Umstellung für sie. Bis Julia abreisen kann, gibt es aber noch viel zu organisieren. Das sagt man nicht mehr nicht, dass wir eine hohe Reise. Friedrichshofen in Deutschland war der weiteste. Wir fertig. Mir war hier gut. Hier wohnt Nick Batschert. Er führt eine Bar im Dorf. Weil er heute Geburtstag hat, spielt dort später am Abend eine einheimische Band. Zuerst geht er mit seiner Freundin Corinna zu seinen Eltern essen. Mama, ist bereit? Hoi. Ja. Hey, gratuliere zum Geburtstag. Alles Gute, gell? Danke. Na, hoi. Oh. Habt ihr schon ein bisschen gefestet? Nicht, später dann. Schön. Es gibt Salat, wenn ihr seht. Ja, ich bin kein Salatessen, aber ja, ich probiere jetzt immer wieder. Teil des Tages. Ja, überlegt etwas Gesundes. Also, ja gut. Gut, kommst du heute auch hinter der Mutter, das Konzert? Nein, das ist mir zu laut. Lieber laut und klein und schwitzen. Laut und klein. Ja. Ja, das wäre schon nichts mehr für uns. Nee. Nicola, deine Also. Lieblings-Cordon Bleu. Ich habe 3 verschiedene Arten. Sie sind gute, Nico. Ja, ich probiere es jetzt. Willst du von dem die Hälfte, Vater? Ja, nimm du das auf, ich nehme sonst etwas. Willst du Soße drüber, oder? Dass der Nick 3 Päckchen Ziggis im Tagrauch gibt auch am Geburtsessen Diskussionen. Du tust ja selber auch, du darfst gar nicht zu viel sagen. Aber Nicola, da kein Teil, also bitte. Nein, ich weiss. Das ist unverantwortlich, so viel. Das ist viel, wirklich. Ja. Bei 3 bist du jetzt angekommen. Ja. Und ist Schon länger. Und ist auch ein Kostenpunkt. Ja, ich weiss. Wäre schön, dass ihr mir zahlt. So wie kommt es noch? 3 Päckchen? Kostet eins, gebe ich 8,5 Franken oder was? Ja, morgen zu Boden. Das morgen gebe ich zu Boden. Na ja, wir wieder. Nein, da hat mir das Geld geruhen. Schon lieber eine Schokolade gekauft. So. Nein. Paradefriese. Und auch am Nick seine vielen Tattoos geben gang wieder zu reden. Unbedingt. Als Vater oder als Mutter hat man relativ wenig Einfluss mehr, wenn die Kinder volljährig sind. Wobei, es hat schon ein bisschen vorher angefangen und im Nachhinein hat man vielleicht ein bisschen länger Nein sagen, aber... Du hast die erst unterschrieben, gell? Ja, aber... Nein, ich habe ja hier gesagt, dass es nur eine wird sein. Noch genau. Keine mehr. Dann war es lange nur eine. Und das geht, ja. Volljährig ist das natürlich losgegangen. Und das hätte ich mir nie träumen lassen, dass er das in dem Stil möchte. Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen, was da dran soll sein. Also ein Tattoo kann ich mir noch vorstellen, dass das wirkt oder dass das etwas Schönes sein könnte.
Aber so ein Haufen verschiedene, ja, das Also ist nicht ganz unsere Welt. Wir haben beide keins. Ja. So, nächste Portion. Wenn man das Mutital ein bisschen auffällt, ist das aber nicht so schlimm. Im Tal kann man eigentlich machen, was man will. Solange man arbeitet, ist eigentlich die Welt in der Ordnung. Also die Toleranz ist relativ gross. Für Leute, die jetzt halt ein bisschen schräg sind oder ein bisschen daneben oder ein bisschen anders sind, es verliert es. Solange es Werk hat und der eigene Unterhalt verdient. Voll, aber es war super. Es war gut sowieso. Ja. Das Laub kann man 1, 2 und dann mache ich dahinter. Gut. Nicht weit weg vom Nick ist das Minoritenkloster mit den 6 Nonnen. Nach dem Tag mit einem streng geplanten Ablauf haben sie etwas frei vom Betten. Willst du mir mal die Karte geben? Das ist Sie machen nicht immer das Gleiche, wenn sie frei haben. Heute gibt es eine Runde UNO. Ich denke, es tut gut, auch miteinander Erholung zu haben. Also zwischen dem Arbeits- und Gebetsleben auch ein bisschen etwas Auflockerndes. Bier. Ja, genau. Blau. Habe ich schöne Karten. Oh. Was heißt sie dort? Oh. Und blau. Ich wünsche. Nein. Gelb. Jetzt hat Marie-Louise auch noch so eine, oder muss sie 8 aufnehmen? Warte doch ein bisschen aufgehoben. Ja, du, die muss aufnehmen. Etwa 8. Gelb. Ja. Jetzt kann ich eine rote geben. Ja, genau. Wir machen doch da mal ein Rot. Du bist also jetzt gibt es Rot. Nein! Ja, Ich habe jetzt ein anderes Programm gehabt. Das ist 5. Ja. Es sind natürlich verschiedene Charaktere jetzt in unserem Kloster. Und wir haben verschiedene Traditionen auch von der Kindheit her, vom Glauben her. Und darum ist es nicht immer einfach. Es gibt auch Momente, wo wir nicht die gleiche Meinung haben. Aber jeder Mensch bleibt, was er ist, von Geburt auf. Also, Wurzeln kann man nie verleugnen. Und das finde ich auch schön. Es gibt auch eine gute, kunterbunte Mischung. Nein. Nein. Ich. Hehehehe. So, Schwestern. Ich wünsche mir Blau, Uno. Blau. Das ist spät. Aber wenn wir nichts zählen müssen, dann hättest du 20. Grün gegeben. Du hast Geld. So, also, Schwestern, dann tun wir. Es ist langsam Zeit, dann gehen wir jetzt beten. He? Ja, sehr gerne. Der Heiland ruft. Hello, we are bad sin. Bad Sinn ist eine Band vom Mutital und das sind alles gute Bekannte von Nick Batchert. Viele Freunde von Nick sind heute Abend in seine Bar Bastards Place gekommen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nicholas. Happy birthday to you. Prost! Weiter, wir immer singen.
Im Bastards Place wird geschlotet wie verrückt. Das darf man im Kanton Schweiz, wenn eine Bar eine bestimmte Grösse hat. Und ich habe hier extra Türen einbauen, dass ich auf die 80 Quadratmeter komme. Stifte ich nicht rauchen. Aber mir macht es gar keinen Sinn, wenn ich rauchen kann. Also, ja. Und wenn man halt so ist, merkt die Frau, dass man in einer Wirtschaft drin war, wenn man heimkommt, sonst nicht. Ich sage noch, es ging, was der Rauch schluckt, aber nicht wieder rauslässt. Ja, Zungenlü, Lungenzeug ist ja, nein, essen. Opa schlucken. Da könnte es furzen, dort ging der Rauch auch furzen. Julia ist jetzt auch fertig mit Arbeiten. Man kennt einander in Mutital. Bist du wieder am Duda, sozusagen? Nächsten Sommer fahre ich auf Amerika. Was machst du? Immer in die Schule, Englisch lernen. Und gefestet wird bis tief in die Nacht hinein. Auf dem Hof der Karrentaupler. Das Wochenende ist Käsemerit, eine grosse Sache für das Dorf. Hey, muss ich ein Züppeln? Da du hast Züppeln, du kannst es sicher Überall. Schön. Halt da noch, schau. Warte, du musst das Haar da rausnehmen. Aha, warte, jetzt habe ich da gleich noch. Jetzt hast du ja gleich nichts mehr, jetzt kann ich es dir selber. Zwei Pässe, komm, wir finden Nein, du musst den hier bauen, musst nicht züpfeln. Ja, ich meine, es ist nichts in der Ordnung, dass man hinter dem Stamm eine Gattung macht. Und sonst... Ja, ich meine, es muss ja doch ein bisschen motivierend sein, Käse zu kaufen oder zu probieren wenigstens. Wieder einmal aussehen, wenn man so frisch vom Garten kam. Aber es muss da schön aussehen. Das ist immer eine Ansichtssache schön. Aha. Ja, weil du nicht da nämlich andere Haare auch noch drin. Du hast ein kurze Haare zum Züpfen. Nein, ich kann nicht kurz. Gut, so. Hoffentlich klappt jetzt Teamwork beim Verkauf ein bisschen besser. Ja, von den 1000 Kilo Käse, die sie gemacht haben, soll heute möglichst viel weg. Der fort ist, den müssen wir im Keller nicht mehr pflegen. Und ja, und dann gleich genau ein bisschen weniger Arbeit, wenn wieder etwas weg ist. Und dann für sie kommt man sicher auch in einen schönen Teil, wo man dann vom Käsemarkt auch als ein Jahreseinkommen rechnen kann. $14.000 Besucher kommen diese Tage an Käsemerit in die Mehrzweckhalle. Die Schwester von Erich, ganz links, hilft am Stand mit. Etwa so? Ja. Hä? Ja, wie weniger? Ja, 4,60. Es läuft gut. Ja, ist gut. Ja, ist sicher genug. Oder man weiss voraus, dass man das manchmal Stunden bei dem Käse steht oder bei der Milch suchen. Ja, motiviert dann wieder für den nächsten Frühling wieder weiterzumachen. Ja. Probieren noch Produkte noch ein besser anzubringen oder ja, verbessern. Ja. So ihr, wie habt ihr's? Gut, selber. Ja, mal. Nichts jammern. Mutter nicht helfen.
Eine Pause. Du hast ja recht. Morgen kommen wir den Kalb wieder. Hast du ja gesagt. Das ist ja recht. Das ist gut. Du gehst immer noch zahlen. Schon? Nein, nur helfen. Schon, hä? Ja, ja. Am Schluss des Käsemerit hat Karin Taupler 250 Kilo verkauft. Sie sind rundum zufrieden. Es wird langsam winterlich. Für Julia wird es Zeit, an die Wärme zu gehen. Zuerst begleitet sie ihren Freund, Mirko, aber noch an einen wichtigen Anlass in der Schweiz. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Luzern. Ich habe dort eine Infoabend für meine Schule. Die Infoabend ist für Langzeitstudenten. Und das ist sicher interessant. Da weiss ich halt, wo sie halt das nächste Halbjahr ist, wenn sie schon nicht bei mir ist. Ein halbes Jahr ohne Freundin. Eine harte Probe für die junge Liebe. Eigentlich scheisst es mich schon ein bisschen an. Aber natürlich freue ich mich auch auf sie, dass sie jetzt eine andere Kultur kennenlernen kann. Herzlich willkommen zum Informationsabend für euren Sprachaufenthalt. Die Erfahrung ist wirklich da, dass der erste Monat relativ, vielleicht ein bisschen schwieriger ist als die anderen. Und nachher sind ihr völlig in eurem Trott drin. Aber es ist völlig normal, also wenn jemand Heimweh hätte. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Weil auf einem Jahr lernst du dort neue Leute kennen. Du hast so viel zum Schauen. Und es ist einfach schade, wenn du Heimweh hast. Sicher vermisst du die Leute, aber du weißt, du kommst zurück und vielleicht das, was man dort macht, macht man eins und nicht zweimal. Der Mirko muss sich daran gewöhnen, dass er für ein halbes Jahr nicht an erster Stelle steht. Wir haben eigentlich abgemacht, dass wir ein-, zweimal in der Woche mal skypen miteinander oder telefonieren, dass wir sicher in Kontakt bleiben. Und ja, wir haben eigentlich vor, schon, dass wir den Weg zusammen verbringen, auch nach Amerika. Merci vielmals und genießen Sie im Sprachaufenthalt. Eine grosse Frage bleibt heute offen. Zu was für einer Gastfamilie kommt Julia? Schon gleich bekommt sie Bescheid per Post. In Mutital gibt es ein weitum berühmtes Dorftheater. Heute ist Premiere. Die Patricia Imhoff spielt heute zum ersten Mal mit. Vor der Premiere gibt es noch schnell ein Znacht bei den Eltern und den Geschwistern. Das ist gefährlich, ja. Die Herbstsuppe haben wir. Speck. Stimmung! Oh, meint jetzt im Winter? Ja, ich muss jetzt umstellen. Schau, da ist der Tee. So entspannt war es bei Imhoffs nicht immer. Die Patricia ist eine kleine Revoluzerin. Danke, danke. Ja, wir haben eine Weile lang immer schon ein bisschen Knatsch mit ihr und sie mit uns auch. Und dann haben wir einfach lernen, mit ihr zu reden, Vertrauen haben. Du hast mir gesagt, du musst mir vertrauen. Dann sage ich dir, dass ich auch auf Zürich gehe. Aber wenn du das nicht weißt, und von dort an, wo ich das akzeptiert habe, dass du mir eigentlich alles sagst, dass ich dir vertrauen kann, habe ich dir auch vertraut. Und von dort an ist es gut gegangen. Wir beide mussten briegen und dann ist es gut gekommen. So. Gell? Das ist so gut gegangen. Heute kommen wir ein paar zum Arbeiten. Schon? Mhm, cool. Fair. Ja. Geh schauen.
Die Patricia ist im 3. Lehrjahr. Sie arbeitet mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Zur strengen Ausbildung kommen jetzt auch noch 30 Vorstellungen. Die Ausdrücke sind übersetzt. Im Moment sehen wir sie nicht gerade viele. Ich staune eigentlich schon, dass sie das auf sich genommen hat, das Theater. Für uns ist es schön, dass du das machst. Also, auch, dass du dich im Dorf integrierst und mit dem Dorf etwas machst. Bis jetzt bist du lieber ein bisschen fort. Und das ist auch ein Zeichen, dass es ein reifer ist. Gell? Du blühst gehörig auf hier drinnen. Ja, es zieht mich nicht mehr so von allem weg, wie es mich vor 5-6 Jahren hat. Weil bin ich eigentlich wirklich... Je weiter weg als ich war von hier, je wöhler war es mir. Nicht, weißt du, irgendwie. Ja. Und das ist jetzt schon nicht mehr so. Jetzt bin ich eigentlich gerne hier. Ablösung. Eine Tochter kommt, die andere geht. Ja, weißt du, ich muss jetzt Theater ruft. Oi, tschüss, gell? Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Hof hier heisst Schiner. Darum sagt man ihm Schiner Peter. Er geht mit seiner Frau heute ans Dorftheater. Die hier ist von 13. Die Hof ist Himmelhof, Erich Himmelhof. Das ist unser Nachbar, der ist gerade unten daheim. Selber spielen wäre nichts für ihn. Ich könnte es nicht, ich sage es. Dort muss einer noch Sinn haben, da oben Kiste draus. Es ist schwierig, zu Billets zu kommen. Sämtliche Vorstellungen sind auch in kürzester Zeit restlos ausverkauft. Die Patricia heisst ab jetzt Gritli Gigax. Die Hauptprobe gestern war eine Katastrophe. Das Schlimmste, was nachher passieren könnte, wäre, dass ich komplett rausgehe und nicht mehr reinkomme. Bist du fertig? Danke. Also, los die Gleitung. Einmal mehr eine Premiere. Für die einen ist das erste Mal eine Premiere. Für die anderen ist es die 20. Die Proben sind bis gestern eigentlich tipptopp verlaufen. Gestern ist ja ziemlich alles in die Hose. Aber das ist gut. Das ist tipptopp so. Dann ist die Zeit in die Hose. Dann können wir die Aufführung und die Probe auch schon abhäkeln. Und dann geraten es heute. Also, auf eine gute Seite. Zum Morgen wieder noch. Gabel zum Wohl, Hey, Patti, alles gut, ja? Hey, es wird klappen, du bist lieb. Ja, du bist der Liebling noch. Es freut mich nicht. Ich hoffe, Sie sind nervös. Weil nur wenn man nervös ist, ist man bereit. Ich wünsche euch jetzt ganz gute Premiere. Die Spieler sind parat, sie freuen sich, euch den Doppelwald zum Besten zu geben. Herr, es ist mir nicht zum Lachen zumute. Ich freue mich auf einen gelungenen Hinweis. Alles Gute, danke. Schönen Abend. Ist gut. So, komm, meine Mutti. Es rückt er heute wieder kein Glas. Ja, ich komme. Er muss ja nicht so davonlaufen. Das Stück heisst «Der Doppelwald». Es geht um die Witwe Gigax mit ihrer ledigen Tochter, eben am Gritli, und um einen Nachbarstreit. Tag miteinander. Sali Florian, hey, hast du es nicht und danach kannst du es dann noch das Güterli abkaufen. Es war gut. Es ist uns jetzt einmal nicht aufgefallen,
falsch gewesen wäre. Also, ist gut gelaufen bis jetzt. Was meint ihr? Ja schon, das macht man, wenn man verliebt ist. Wo? Da hat es gutes Aroma. Hey, eure Stimmung ist aber gut gesetzt. Hey, hallo? Jetzt ist die grosse Erleichterung. Also jetzt habe ich voll gute Laune und ich bin froh, ist durch und ich bin froh, ist so gut geraten eigentlich. Kein grösser Fehler gehabt also, und jetzt bin ich sehr zufrieden. Mir ist gefallen. Man kann nicht sagen, es war schwer. Schaut nicht jeder gleich an? Nein. Ja. Das war König. Dann wird noch gesungen und gejutzt und alle, gell? Gesungen, gejutzt hat einer schon schön gesungen. Ein paar Tage nach der Premiere. Julia Jan bei ihrem aktuellen Morgenritual. Schon seit Tagen gelangt sie auf die Post. Heute ist es vielleicht so weit. Heute ist meine Post von meiner Sprachschule. Und ich werde wahrscheinlich Informationen bekommen, wer meine Familie wird sein. Ich habe mir noch gar nicht genau Gedanken darüber gemacht, weil es nützt ja nichts, wenn du noch enttäuscht wirst. Ja, bist nur traurig, weil es dann nicht so ist, wie du dir gedacht hast. Und ich bin jetzt gespannt, was für eine Gastfamilie ich werde bekommen. Sie singen gern. Sie haben einen kleinen Hund. Sie sind pensioniert. Und sie heißen Mickey und Clint. Sie sind sicher Hawaiianer. Jetzt hoffe ich, sie wohnen nicht sehr nahe am Strand. Das wäre jetzt doch noch cool. Nein. Scheiße. Nein, Entschuldigung. Vielleicht ist ja das falsch. Es sieht aus wie ein viereckiger Container. Ich habe, glaube ich, doch Vorstellungen gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht ein Haus mit Pool. Wir sind ja daheim zu Hawaii. Und da vorne muss ich in die Schule. Ja. Muss ich erst schauen, wenn ich dort bin, wie das ist. So. Wollt ihr hören? Ja. Falsche Seite. Also, Mickey und Clint sind pensioniert und haben bereits viel Erfahrung als Gasteltern gesammelt. In ihrer Freizeit gehen sie gerne an den Strand und machen Stand-up-Paddling. Ich denke, das passt schon. Meint ihr auch? Es ist irgendwie noch gut, sind die pensioniert. Ja. Dann haben sie sich ein bisschen im Griff. Ja. Und jetzt geht es nicht mehr lang, bis die Reise auf Hawaii losgeht. Der Wetterschmöcker Peter Sutter geht nicht ganz so weit. Nur bis auf Roten Turm. An die Herbstversammlung vom Wetterschmöckerverein.
Ja, heute ist eigentlich der Haupttag. Heute kommt aus, wer den Sommer am besten vorausgesagt hat. Der Peter Sutter ist seit 69 Jahren dabei. Angespannt ist er immer noch. Es ist genau wie im Sport. Es wird nicht allzu fordernd sein. Nein, es fällt dir nicht an, wo er gar nicht da ist. Dort oben müssen wir ihn anstellen. Jetzt ist ja noch Platz, wäre ich ja früher. Wo? Eben da. Nein, da müssen wir eben Doppelreihen nachher machen. Jetzt wären die Doppelreihen noch. Nein, das geht aber nicht, wie wir so parkieren, nachher gibt es Doppelreihen unten nachher. Aber dort ist ja dieser noch. Ja, der winkt den Kufer, dass er nicht rauffahren. Ufer hat er aber so durch sollen winken. Ja. Ja, ich fahre als Langauto, als du. Schöner Herr. Auch der Sutter muss folgen. Das sind Doppelreihen und anders stand es schon. Dann schickt sie weiter weg, da komme ich nicht mehr raus. Die Versammlung fährt erst in 2 Stunden. Da ist eigentlich nicht der Eingang. Der Eingang ist eigentlich vorne, aber der sollte jetzt beschliessen, sonst kommt jeder ein Schübel hier rein. Wir auch. 1000 Mitglieder vom Wetterschmöckerverein werden heute erwartet. Das ist einer vom Komitee hier. Und da muss das Sicherheitskonzept verheben. Das ist der Chef, der schaut, da sollte ich packen. Da ist für das letzte Mal einer drüber runtergeschossen. Weißt du, müssen wir hier einen Tisch anstellen? Ja, sonst stehen. Dann ist hier schauen. Schon schauen, das ist eben das letzte Mal einer ist da drüber runtergetrunken. Ja. Dann kommen auch langsam die anderen Wetterschmöcker an. Nur von einem fehlt jede Spur. Das Original von Motital, der Schinner-Peter. Und der ist schon. Ich hoffe, er kommt noch, aber ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Wenn er raufkommt, schauen wir immer, dass er einen Witz erzählen muss. Weil wir wissen, er ist ein bisschen lauterscheu. Man muss so sinnig hören, dass man ihn versteht. Er redet halt unglaublich schnell. Also höre ich, wenn er so ein Motitaler Dialekt. Ein bisschen schneller noch. So sind ja die Motitaler langsam mal früher. Ja, in der Regel. Ja. Dann kreuzt er aber doch noch auf, der Schiner Peter. Am Witz hat er schon einen, aber als möglich gängiges Leben nicht aus der Kanzel. Die Geister kommt auch nicht mehr. Also, er hat gesagt, einen Witz hat er schon parat. Aber auf die Kanzel will er den schon lieber nicht. Lass da hin. Sieht man die auch rein. Ja. Das nächste Mal geht es endlich los. Die Julia verreist. Siegerehrung und Verleihung des Wanderpreises durchgefahren werden. Welcher hat die beste Prognosen abgegeben? Und bei Erich gibt es Nachwuchs im Stall. Das und mehr Geschichten gibt es am Freitag in einer Woche bei «Unser Dorf Mutital». Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.